Herzlich willkommen zurück beim Audio-Adventskalender. Schön, dass du das 4. Türchen mit mir aufmachst. Hinter dem versteckt sich eine Geschichte über eine Meisterin der Streich. Egal ob Eltern, Geschwister, Freunde, Lehrer oder Busfahrerinnen, die Lisa hat sie schon alle hops genommen. Ist echt auch der neueste Unsinn in diesem kleinen Dörfli ein Werk von ihr? Das wollen wir in der heutigen Geschichte herausfinden. Viel Spass dabei! Es ist kurz vor dem 10 Uhr am Vormittag, Pausenzeit an der Schule. Weil das Schulhaus nur einen Steinwurf vom See entfernt ist, verbringen Lisa und ihre Freundinnen die kurze Auszeit auf einem Bänkli am Ufer. Die Lisa ist erst jetzt zu der Gruppe gestossen. Der Donnerstagmorgen fängt nämlich immer mit einer Doppelstunde Turnen an. Weil sich die Lisa aber vor kurzem bei einem missglückten Streich den Fuß gebrochen hat, ist sie aktuell von diesen 2 Lektionen entschuldigt. Den Eltern hat sie den Unfall zum Glück als Fußballverletzung verkaufen. Wenn die wüssten, wie das Ganze tatsächlich passiert ist, hätte es wohl einen neuen Rekord an Hausarresttagen gegeben. Den Fuß hat sie sich nämlich gebrochen, wo sie und ihre Clique versucht haben, beim Dorfmetzger ein mit Lichterketten umwickeltes Dekosäule vom Dach abzuklauen. Mehr als die blinkende Samichlaus-Kappe von dem Tier haben aber bei dieser Aktion nicht rausgeschaut. Weil die Lisa auf dem vereisten Dach ausgerutscht und mit vollem Karacho auf den Boden geprallt ist. Eigentlich ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist. Und zu allem anderen ein weiteres Glück, dass sie auch niemand verwünscht hat dabei. Unter Generalverdacht ist Lisa mittlerweile aber sowieso gestanden. Das meiste, was in diesem Dorf an Streich verbrochen worden ist auch tatsächlich aufs Konto von der Lisa gegangen. Aber selten hat sie sich dabei verwutschen lassen und wenn es mal schwierig geworden ist, hat sie sich praktisch immer geschickt rausreden. In diesem Dorf sind die Streiche von der Lisa zum Glück noch etwa das Kriminellste gewesen, was passiert. Blöd aber, dass die Polizei darum so viel Zeit hatte, auch nur am kleinsten Schabernack nachzugehen. Aktuell ist das Team von CSI Fuchs und Has an einem ganz neuen, heissen Fall dran gewesen. Seit einigen Tagen sind an der Seepromenade nämlich fast jeden Abend Häuser mit Eiern beworfen worden. Das ist der Polizei offensichtlich dermassen ein Dorn im Auge gewesen, dass sie jetzt vermehrt patrouilliert haben. So auch an diesem Vormittag. Wo sich das Polizistenduo aus dem Gespräch mit einer Gruppe löst, bewegen sich die beiden Gesetzeshüter auf die Lisa und ihre Freunde zu. Die Lisa erkennt sofort, dass heute die Good Cop, Bad Cop Karte gezogen wird. Der eine Polizist versucht nämlich krampfhaft einen lockeren Smalltalk mit ihrer Clique zu starten, während der andere mit verschränkten Armen und grimmigem Blick in die Runde starrt. Der Herr in der Rolle vom Good Cop kommt nach dem Abflachen vom zaghaften Smalltalk schliesslich endlich auf den Punkt und fragt, ob die Lisa und Co. nicht zufällig etwas über die Eierwurfserie wüssten. Die Lisa zuckt nur mit den Schultern und fragt zurück, wieso sie gerade sie fragen. Sie schiebt dann auch gerade noch die Frage nach, ob sie zufällig wieder einmal verdächtigt werde und unterstreicht dabei das Wort «zufällig», indem sie mit dem Finger Anführungs- und Schlusszeichen andeutet. Der Good Cop verneint die letzte Frage, worauf der vermeintliche Bad Cop aber umgehend widerspricht und meint, dass das effektiv der Fall sei und sie zudem einen Hinweis bekommen haben. Als Lisa wissen will, von wem dann bitteschön der Hinweis käme, zeigt der Bad Cop auf die Gruppe, die ein bisschen entfernt um ein weiteres Bänkchen an der Seepromenade herumsteht. Ausgerechnet die wollen sie verpfeifen. Die Polizei sollte doch gerade bei denen einmal ein bisschen auf den Zahn fühlen.
Schliesslich sagen die schon tagsüber am Alkohol trinken, arbeiten Tag keiner von denen und man wisse ja, wie so Dynamiken bei fast ausschliesslich männlichen Gruppen sagen. Das sagt doch sonst bei der Polizei eine beliebte Zielgruppe für Verdächtige. Wieso sagen sie denn jetzt da mit anderen Elen messen? Der Bad Cop wird jetzt sichtlich unruhiger und meint, dass er sich so einen Ton verbietet. Die Herren sagen pensioniert, haben also in ihrem Leben genug geschafft und so ein Bullspiel unter Freunden sage ich einmal keine Straftat. Und auch wenn all die ihr Schnäpsli schon am Vormittag nehmen, käme von denen sicher niemand auf die Idee, ein Haus mit Eiern zu beschmieren. In der Aufregung fällt dem Bad Cop dann auch auf, dass die Lisa einen ziemlich stark gefüllten Rucksack mit sich führt und verlangt auf das aber, dass sie den für eine Kontrolle aufmachen soll. Die Lisa kommt sich vor wie im falschen Film, merkt aber, dass es jetzt nicht mehr viel braucht, bis der Polizist jegliches Gespür für die Situation verliert und zieht darum widerwillig am Reissverschluss. Mit einem schnellen Handgriff zieht der Bad Cop dann tatsächlich einen Achterkarton Freilandeier raus, als wäre er ein Drogenfahnder, der gerade den Fang von seinem Leben gemacht hat. Ha! Der Polizist, der wirkt, als hätte man den Hank Schrader aus Breaking Bad auf Wish bestellt, ist sich sicher, dass der Fall mit dem Beweismittel gelöst sei. Aber die Lisa wehrt sich und meint, die Eier bräuchte sie für die Schule. Schliesslich würden sie heute Gutzli backen. Der Lisa, ihre Freundinnen nicken und versuchen, das Alibi zu bestätigen. Der Bad Cop aber sieht in dieser Antwort nur eine glatte Lüge und schlägt dem Good Cop vor, die Mädels sofort aufs Revier zu bringen. Da bremst der Good Cop dann aber seinen übereifrigen Kollegen No. und entgegnet, dass das Konfiszieren der Eier und eine Verwarnung wohl lange würde. Wir müssen ja nicht gerade eine Staatsaffäre daraus machen. Schliesslich sage ich auch bald Weihnachten. Zähneknirschend nimmt der Bad Cop das Machtwort zur Kenntnis und steckt sich die Hände schmollend in die Hosensäcke. Die beiden Polizisten machen sich kurz darauf triumphierend auf den Weg zurück ins Revier. Und auch für die Lisa und ihre Freundinnen heisst es jetzt ab ins Klassenzimmer, wo die Schulglocke das Ende der Pause bekannt gibt. Im Schulzimmer angekommen, begrüßt der Lehrer die Schülerinnen und Schüler bereits mit einem Schwingbesen in der Hand. Im grossen Bachen hat jetzt eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Wo der Lehrer die Lisa darum bittet, die Eier zu den anderen Zutaten zu legen, erlebt das Unterfangen aber einen argen Dämpfer. Die Lisa erklärt dem Lehrer, dass sie die Eier mitgenommen hat, die aber von der Polizei beschlagnahmt worden sind. Der Lehrer mag zwar sonst ein bisschen leichtgläubig sein und drückt bei der Lisa amigs eher 2 als nur 1 Auge zu, aber diese Geschichte kann auch er nicht ernst nehmen. Er meint, er sei zwar nicht böse, nur ein bisschen enttäuscht. Er drückt der Lisa ein bisschen Münze in die Hand und schickt sie los zum Eierposten. Auch die Lisa kann das Ganze jetzt nicht mehr glauben und fragt sich für einen Moment, ob das jetzt das sogenannte Karma sei, von dem ihre Papi öppe mal erzähle. Sie macht sich der Seepromenade entlang auf den Weg zum Laden, wo sie an der Bull spielenden Seniorentruppe vorbeikommt. Ihr fällt auf, dass einer von diesen Herren der Lisa schelmisch zugrinst. Einen Schluck vom Schnaps nimmt, aus seiner Jackentasche ein Ei rauszieht und seinen Kollegen nebendran fragt: «Und Kari, welches Haus nehmen wir uns heute vor?» Ja, so kann man sich täuschen. Es ist halt nicht immer alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Sind echt die Rentner die nächsten Opfer von einem Streich von der Lisa? Ich kann mir vorstellen, sie würde es denen richtig gern heimzahlen. Dir wünsche ich auf alle Fälle einen ganz schönen Tag, Abend oder Nacht, wenn auch immer du diese Geschichte hörst. Bis morgen wieder. Ciao, ciao.